Die Hochzeit in Kana. Das ist jetzt aber einmal ein schönes Bild. Das ist ja ein Hochzeitspaar. Die Braut hat ein schönes, weisses Hochzeitskleid an und einen weißen Schleier. Und sie hat einen schönen, weißen Blumenstrauß in der Hand. Und der Bräutigam, der ist auch ganz schön angelegt, ganz festlich. Und rundum hat es Blumen. Und wie die zwei strahlen, ja, ist ja klar, die beiden heiraten. Und es gibt ein grosses Fest, ein Hochzeitsfest. Ja, das war ein Hochzeitsfest, wo man noch lange davon geredet hat. Die Hochzeit in Kana. Kana, das ist eine Stadt in Galiläa, dort, wo der Jesus gelebt hat. Und die Mutter von Jesus, Maria, die ist auch an das Hochzeitsfest eingeladen gewesen. Wir sehen sie da ganz rechts im Bild. Sie sitzt schon mit den anderen Gästen am Tisch. Und der Jesus, der ist auch eingeladen gewesen. Der kommt jetzt gerade mit seinen Jüngern. Und er sieht seine Mutter, Maria, und winkt ihr. Und Maria winkt zurück. So, jetzt sind alle beieinander gewesen, wo der Jesus jetzt auch noch eingetroffen ist mit seinen Jüngern. Und jetzt hat das Fest so richtig losgehen. Alle haben gegessen und getrunken und miteinander geredet und haben schön miteinander. Und es hat einen feinen Wein gegeben. Und es war ein wirklich schönes Fest gewesen. Bis etwas passiert ist. Auf einmal hat nämlich der Wirt gemerkt, dass ihm der Wein ausgeht, dass es kein Wein mehr hat. Da dreht er gerade den letzten Krug um, es kommen noch ein paar Tröpfchen Wein raus und dann ist fertig. Kein Wein mehr. Kein Tropfen Wein mehr. Ja, wie soll man denn da ein Fest feiern, wenn man kein Wein mehr hat? Und dann noch ein Hochzeitsfest? Maria hat hinten gehört reden, dass es da ein Problem gäbe, dass der Wein ausgegangen sei. Und sie hat gedacht, ja, ich glaube, ich gehe das mal am Jesus sagen. Sie ist zu einem Herrn gesessen und dann haben sie so geredet und dann hat Maria gesagt, du, Jesus, sie haben im Falle kein Wein mehr. Der Jesus hat gesagt, was, kein Wein? Maria hat gesagt, es hatte keinen Tropfen Wein mehr für die Gäste. Der Jesus hat sie schon fast ein bisschen abgefurrt und hat gesagt, ja, und was soll ich damit zu tun? Wieso sagst du das mir? Maria hat gesagt, ja, ohne Wein gibt es kein rechtes Fest. Es sollte ihnen eben jemand helfen. Jesus hat gesagt, ja, das ist noch nicht die rechte Zeit. Die Maria hat nichts mehr gesagt. Aber sie hat bei sich gedacht, Jesus hilft ja immer allen, und ihn um etwas bittet. Er wird ihnen schon helfen. Darum ist sie vor die Türen rausgegangen und hat zu den Dienern gesagt, macht einfach alles, was der Jesus sagt. Der Jesus ist unterdessen im Festsaal geblieben und hat mit den anderen Gästen geredet und es hat nicht ausgesehen, als ob er sich da um das Problem von dem Wein würde kümmern. Draussen vor dem Festsaal sind 6 grosse Krüge für Wasser gsi. Aber auf einmal ist der Jesus doch aufgestanden und er ist vor dem Festsaal rausgekommen. Und dann hat er zu den Dienern gesagt, füllt die Krüge mit Wasser. Die Diener haben sich das nicht zweimal sagen lassen. Sie haben schliesslich daran gedacht, was Maria ihnen gesagt hat. Der eine Diener hat mit einem Kessel Wasser geholt und der andere hat dann das Wasser in die Krüge hineingeleert.
Und sie haben so lange gemacht, bis alle 6 Krüge bis zum Rand voll sind. Dann hat Jesus zu ihnen gesagt, schöpft jetzt mal einen Becher voll. Der eine Diener hat einen Schöpflöffel geholt und hat aus dem Krug rausgeschöpft, aber da hat er sich jetzt doch gewundert. Das ist doch gar kein Wasser mehr gsi. Das ist ja gar nicht mehr durchsichtig gsi wie Wasser. Das ist ja rot gsi. Und es hat auch geschmeckt wie Wein. Nicht wie Wasser. Nein, wie Wein. Der Jesus hat gesagt, ja, jetzt bringt mal den Becher zum Wirt. Und die Jünger haben nichts gesagt und haben den Becher zum Wirt gebracht. Der Wirt hat einen Schluck genommen. Dann hat er grosse Augen bekommen. Dann hat er nochmal einen Schluck probiert. Und dann hat er gesagt, ja, aber was ist jetzt das? Wo habt ihr jetzt den Wein her? Das ist ja ein super guter Wein. Woher habt ihr jetzt den Wein geholt? Hat der Diener gefragt. Hat doch vorne kein Wein mehr gehabt. Ja, die Diener haben schon gewusst, woher der Wein war. Aber erklären haben sie sich das auch nicht können. Wie der Jesus das Wasser zu Wein gemacht hat. Der Wirt ist mit dem Becher zum Brautpaar gegangen und hat zum Bräutigam gesagt, also, ich verstehe das nicht. Also, jeder gibt doch zuerst einen guten Wein und dann, wenn die Gäste so genug getrunken haben und nicht mehr so genau merken, was sie da trinken, dann gibt er den billiger, den schlechteren Wein. Aber du hast das gerade umgekehrt gemacht. Das, was sie jetzt da hat, wo jetzt die Diener deinen Gästen neu austeilen, das ist ja ein wunderbarer Wein. Das ist ja viel der bessere Wein als der vom Anfang. Also das verstehe ich nicht. Ja, und dann ist das Fest weitergegangen. Jetzt hat ja nichts mehr gefehlt. Jetzt hat es ja wieder genug Wein gehabt. Und alle haben gegessen und getrunken. Und die Musikanten haben wieder angefangen Musik zu machen. Und die Leute haben wieder angefangen zu tanzen. Und es ist ein wunderschönes Hochzeitsfest geworden. Aber die Jünger haben zueinander gesagt, was haben die Diener erzählt? Der Jesus hat Wasser zu Wein gemacht. Das ist doch ein Wunder. Also wenn einer so ein Wunder machen kann, Wasser in Wein verwandeln, dann ist es doch klar, der Jesus kommt von Gott.